Natürlich versuchte er es im Laufe der Zeit mit dem Vogel auch entschlossener, auch mit Wedeln, mit dem Herumschlenkern der Gardine und mit Schlägen gegen den Fensterrahmen, was sich allem Anschein nach im Kopf der Krähe jedoch zu einer Verheißung verwandelte, vielleicht sogar zu einer Art nachsichtigen Verständnisses angesichts eines dummen Menschenspiels, in welchem einem Vogel eben nur geduldiges Warten zugedacht ist. »Du gehst eben«, sagte er sich und drehte sich mit sich selbst entzweit zur Wand. »Und du auch, Vogel«, er versuchte mit Bitterkeit seinen Wunsch zu verspotten, vor dem Schlafen mit diesem Vogel zu sprechen, der angenehm gesellig sein konnte, aber auch Unordnung schaffen und wie zum Trotz die Wohnung verschmutzen. Auch deshalb hatte er ihn, als mit seinem verletzten Gefieder und Bein offenbar wieder alles in Ordnung war, schon einmal aufs Fensterbrett gesetzt oder das Fenster für ihn offen gelassen. Auf jeden Fall erwachte er wie aus einer Wut. Vielleicht Paranoia, und mit dem Gefühl, dass ihn bei all dem dieses unsichtbare Auge beobachtete.